Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom Juni, vom Samuel, dem Pfarrer der Metal Church. Es hat in der Metal-Szene im letzten Monat gerade einen doppelten Donnerschlag gegeben, der mich persönlich getroffen hat, weil es um eine meiner Lieblingsbands geht. Megadeth. Zuerst sind im Netz Mitschnitte von Videochats auftaucht, wo der Bassist der Band, der verheiratete Dave Ellefson, in intimem Austausch mit der jungen Frau gezeigt haben. Und 2 Wochen später dann hat der Bandleader Dave Mustaine mit dem Rausschmiss vom anderen Dave aus der Band reagiert. Die Sache ist noch durch den Umstand dramatisiert, dass beide Daves für sich in Anspruch nehmen, gläubige Christen zu sein. Und der Dave Ellefson, den man beim Ehebruch ertappt hat, der ist seit einiger Zeit sogar ordinierter lutherischer Pastor. Sofort ist in der Diskussion in den sozialen Medien die Frage im Raum gestanden, welches Verhalten jetzt von wem und wieso und warum angemessen ist. Oder eben auch gerade wieso nicht. Die einen haben zum Beispiel darauf verwiesen, dass sich der Dave Ellefson vermutlich nichts Strafbares habe zu Schulden kommen lassen. Der Ehebruch möge je nach Weltanschauung zwar etwas moralisch verwerflich sein, doch das sei sein privates Problem. Und sie haben dann weiter gemutmaßt, Dave Mustaine, der breche einfach aus einer moralisch überheblichen christlichen Sicht vorschnell den Stab über seinen langjährigen Mitstreiter. «So much for the Brotherhood», war ein Kommentar. Dabei weiss aber gar niemand, was hinter der Kulisse wirklich genau vorgefallen ist und im Raum steht. Die Band schreibt zum Rauswurf, dass die Beziehung zum Dave Ellefson already strained war, also schon belastet. Wie objektiv und gewichtig oder wie subjektiv sind es die Umstände, die quasi noch der letzte Tropfen waren, die es fast zum Überlaufen gebracht haben. Ich habe auch nicht mehr Informationen zum Fall, als das wenige, was bisher offiziell kommuniziert worden ist. Es geht mir in diesem Gedankenanstoß nicht darum, etwas an dem Fall zu klären. Aber ich denke, wir können exemplarisch mehrere Sachen für uns persönlich und für den Umgang miteinander lernen. Erstens, Fälle wie der aktuelle Fall, die sind doch Nagelprobe, ob und wie sich ein jesusgemäßer Umgang mit anderen zeigt. Mit anderen, wo Sünden öffentlich werden. Wer hat denn jetzt den Balken im Auge? Und wer übersieht den Splitter im eigenen? Wer wirft den ersten Stein und ist doch nicht ohne Sünde? Ist die Jahreslosung 2021 noch präsent? Was bedeutet es jetzt konkret, für wer barmherzig zu sein, unser Vater im Himmel? Zweitens, Jesus mahnt an anderen Orten auch an, bei Problemfällen nicht vorschnell den öffentlichen Prozess und die Verurteilung zu suchen, sondern mit der Klärung unter 4 Augen anzufangen. Wir nehmen im 5. Wert der Metal Church Vertrauen und Wertschätzung im Zusammenhang mit unserer Kommunikation auf das Wort von Jesus aus Matthäus 18 Bezug. So wichtig Transparenz ist, es braucht gleichzeitig auch Sorgfältigkeit und Zurückhaltung beim Kommunizieren. Es könnte nämlich sein, dass wir nicht alles wissen und auch nicht wissen dürfen, weil jemand aus triftigen Gründen geschützt werden muss. Drittens, es tut niemandem gut, wenn man ihn oder sie auf ein Podest stellt. Wieso sind wir aber immer wieder erstaunt, dass Idole normale Menschen sind? Und auch Geistliche sind genauso versuchbar wie alle anderen. Es ist schlicht Gnade, wenn wir von gewissen Versuchungen und Fehltritten bewahrt bleiben. Wir beten im Unser Vater um Bewahrung vor Versuchung. Wir beten dabei für uns, führe uns nicht in Versuchung. Ich wünsche mir, dass wir das im Licht von dieser Dave-Affäre bewusster auch als Füreinander-Beten verstehen. Bete du doch auch besonders für die exponierten Leute. Und in dem Sinn bete gerne auch für mich, dass auch ich gar nicht erst in Versuchung gerate. Ich bin nicht besser als der Dave. Und du auch nicht. Behüte uns alle Gott.